Sehr gut. Ich bin Gabriela Safran und ich bin sehr, sehr zufrieden, vorstellen unseren heutigen Gast, Professor Efrat Gal-Ed von Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf in Deutschland. Professor Gal-Ed stammt von Israel, in Tiberias, von Tiberias, aber sie wohnt und arbeitet in Deutschland. Gal-Ed arbeitet in verschiedenen Feldern. Sie ist eine Schreiberin, ein Übersetzer und auch eine Malerin. In derselben Zeit ist sie ein Spezialist von jüdischer Literatur. Sie hat geschrieben eine Dissertation wegen die frühen Werk von dem genialen rumänischen Poet Itzik Manger. Mit Jahr zurück ist heraus mit dem wichtigen Verlag Surkamp ihre Biografie von Manger, was heißt auf Deutsch Niemandssprache, Itzik Manger, ein europäischer Dichter, aber auf Jiddisch die Sprache von keinem. Hefkersprache. Hefkersprache, ja, das ist sehr schön. Ich habe übergesetzt, Jiddisch ist Hefker. Ich habe gedacht, was kann man sagen auf Deutsch? Ja, Niemandssprache. Hefkersprache, das ist... Aber das ist, das ist sehr schön. Also auf Jiddisch ist das Hefkersprache. Sehr ein echt jiddisches Wort. Itzik Manger, ein europäischer Schreiber. Gal-Ed hat euch publiziert ein Buch von Übersetzungen von Manger auf Deutsch, was heißt Dunkelgold, Gedichte, Jiddisch und Deutsch. Ich hab etliche Bücher von Gal-Ed gefunden in unserer Bibliothek und sie sind da. Gita Cook, ihr könnt sehen, also sie sind schön und der Format von der Biografie ist wie die Blätter von Gomorra. Ja, wir können sehen, mit der Text im Center und andere kleine Texten in die Randen. Ja, und euch mit Illustrations. Die Biografie, die Biografie, wir hoffen, als die Biografie wird sein herausscheuen, euch auf Englisch. Heint wird Professor Gal-Ed reden mit uns auf Jiddisch. Der Titel von ihr Referat ist Itzik Manger und Rochel Auerbach. Ein Meister von Liebe, Hass und Poesie. Und es dachte sich mir, als wir dürfen sich vorstellen, dass Professor Efrat, was sie darf wissen, mit wem sie redet. Ja, also ich bin Gabriela und ich arbeite da in Abteil von slawischen Sprachen und Literaturen. Gut, also lassen wir begrüßen unseren Gast. Schönen Dank, das ist gewesen sehr interessant zu hören, wer ist als da. Ich will euch heute erzählen wegen zwei Menschen. Zwei Menschen, was haben einer mit dem anderen sich geteilt mit der Welt. Sie haben sich eingestellt vor dem Voneinanderbeu von der jiddischen Kultur. Sie haben gewidmet ihr Leben der jiddischen Literatur. Sie haben lieb gehabt Poesie und Weltliteratur. Sie haben gesammelt Volkslieder, übergesetzt Dramas auf Jiddisch, sich verinteressiert mit Kunst und Psychologie. Ihr Zusammenleben und die beschutfesdicke Arbeit haben befruchtet Itzik Mangers Schaffung. Und von Rochel Auerbach haben sie gefordert Asach, Mi und Keuches.
Wenn sie haben sich zerscheid, hat Manger das nicht angenommen. Ist davon heraus mit dem Herz voll mit Hass. Der Anheb von Ottermeise bleibt vernäppelt. Man weiß nicht genau, wenn und wo Rochel Auerbach und Itzik Manger haben sich bekannt. Sie ist gewesen mit Stamme im Herbst 1932. Wir wissen, als Rochel Auerbach und Melech Ravitch haben begleitet Mangern dämmelt zum Vauxhall, wenn hat sich gelost in Weg das dritte Mal in die baltischen Länder. Bald nach sein Zurückkommen im März 1933 haben sich Manger und Auerbach zusammen übergeklebt in der Dire Awsiętojerska Gas 32. Wegen Itzik Manger darf ich euch nicht erzählen, aber Rochel Auerbach ist weniger bekannt. Der Dichter Melech Ravitch, was ist lange Jahre gewesen, sehr betens ein Freund, hat sie so beschrieben im Jahr 1938. Dem Porträt hat später übergedruckt in sein Buch Mein Lexikon. Rochel Auerbach schreibt journalistische Artikel auf Akol. Oft sind das populäre Artikel auf wissenschaftliche Themen. Und oft sind es puschete und viele ein bisschen sensationelle journalistische Reportagen. Aber in der Stil ist Rochel Auerbach eine wunderbare Versteherin von Dichter, durchgedrungen mit dem Ideal von der schweren Mission von den Dichter in der Welt Bichlal und die jüdische Befrat. Als man wird einmal schreiben, die Monographie von Itzik Manger, dem Dichter von der jüdischen Ballade, wird dort sein ein Kapitel wegen Rochel Auerbach. Ravitch ist gewinn gerecht. In meiner Biografie von Itzik Manger ist da nicht bloß ein, nur etliche Kapitel wegen Rochel Auerbach. Sie ist geboren geworden dem 18. Dezember 1903 im Dorf Lanowitz, Borstschower Gegend, Galizie. Gleich wie als auch andere polnische Jiden hat sie verendigt Gymnasie in Lemberg wie ein Extern. Danach hat sie studiert Philosophie und Geschichte in der Lemberger Universität und gegangen auf Lektien von Psychologie und Anthropologie. Im Jahr 1925 ist erschienen ihr erster Artikel in der Lemberger polnisch-jüdische Zeitung Chwila, Moment. Seit 1927 hat Rochel Auerbach redaktiert die jüdische Tagzeitung Der Neue Morgen. Mit Mendel Neigreschel, Ber Schnapper, Rochel Korn, Nochem Bomse, Israel Aschendorf und Ber Horowitz hat sie in 1929 gegründet ein Chodesh-Journal für Literatur, Kunst und Kultur mit dem Titel Zusteier. Die Redaktion ist gewesen bei Rochlen in Stub. 1932 hat sie Hassane gehabt mit dem Dichter Ber Schnapper. Schon in demselben Jahr haben sie sich übergeklebt in Warsche. Der Cholem wegen der Entwicklung von der jüdischen Kultur in Lemberg ist zerrunnen geworden. In Gichen haben sie sich zerscheid und abgegeben. Auerbach hat geschrieben in Warsche vor der jüdischen und polnischen Presse. Bis Jahr 1939 sind gedruckt geworden an ehrlich 100 Artikeln ihre. Sie hat geschrieben wegen Literatur, sei jüdische, sei polnische, hat sich vernommen mit Dichterins, geschrieben wegen Kunst, Theater, Psychoanalyse, Erziehung und Folklore. Der Iker auf Polnisch. Sie hat übergesetzt Dwoire Vogels Lieder von Deutsch auf Jiddisch und Mangers Lieder auf Polnisch. Auch außerdem hat sie übergesetzt Prose, Lemoschel Jodjud Singer und David Bergelsson. Und für ein jüdischen Jungtheater hat sie auch viele übergesetzt von Deutsch 12.000, ein historische Drama von Bruno Frank. Auf der Premiere hat man sich schon nicht erwartet. Es hat sich angehäubt, die Milchome.
Arbeitendig azoi ist Rochel Auerbach gewesen, eine von die vielzollige Keller in Warschauer Kultur zwischen die beiden Weltmilchomes und hat gekannt sich mefarnes sein von ihr Schreiben. In 1939, wenn sie wollte noch gekannt wegfahren von Polen, hat sie beschlossen zu bleiben in Warschau. Von demult an hat sich ihr Leben gründlich gebitten. Sie ist geworden an Eides wie euch eine Chronikerin von dem Choben. Bis 1943 hat sie angeführt mit der Volkskirche in dem Warschauer Ghetto, auf Fleschnow 40. In 1941, auf dem Verlang von Immanuel Ringelblum, hat sie angeschrieben eine Monographie von der Volkskirche. In der dosigen Arbeit hat sie behandelt den psychologischen und soziologischen Aspekt von Hunger im Ghetto. Sie hat gearbeitet in dem Untergrundarchiv Oyneg Shabbes und verzeichnet ihre tagtäglichen Erfahrungen und Observations wegen dem Leben im Ghetto. Im März 1943, ehe sie ist entlaufen vom Ghetto auf der arischen Seite, hat sie behalten die Dokumenten von dem Untergrundarchiv und auf dieser Eufen geraten wird, sei ihre Notizen, sei Mangers Xaviaden, Brief von Vater Milchome, wo sie hat demalt ungeheuben sammeln. Rochel Auerbach hat übergelebt das letzte Jahr von der Milchome auf der arischen Seite. Dorten hat der Bund ihr vertraut, die Aufgabe zu beschreiben, die Geschehnisse im Ghetto auf Polisch, gedei zu machen sie bekannt dem polnischen Eulem. Wie eine Vorsteherin von der Scherisa Pleite hat sie sich gefühlt, mechuyev Eides zu sorgen wegen der Warschauer jüdischen Kultur, was ist Chorev geworden und wegen dem Leben und Tod von die Korbones. Wie eine Historikerin hat sie sich gemüht zu verzeichnen, als was sie hat übergelebt und was die anderen Eidesen haben ihr erzählt. Otto die Arbeit hat sie mamschich gewähnt in dem Warschauer Jüdischen Historischen Institut JICH nach der Milchome bis 1950. Kedei zu benehmen geschichtlich die unbenehmliche Geschehnisse von dem Choben, hat sie benutzt eine Schitte, was man hat sie später angerufen Oral History. Wie eine Schriftstellerin ist sie mesugel gewesen zu schildern die Geschehnisse in einem lebendigen und farbigen Stil. Ihr Kavone ist nicht gewesen bloß zu verzeichnen und dokumentieren, noch sie hat gewollt schildern künstlerisch die Hauptaspekte von Widerstand und Massenmord und also hat sie geteilt. Ich zitiere. Das plastische Wegstellen von die dosige Erscheinungen in einer Form, was ist zugänglich für die breitste Volksmassen von gar der Welt und das Aufdecken mit der Hilfe von künstlerischer Schilderung die psychologische und psychosoziale Mechanismen, was haben mitgewirkt in dem passiven, unaktiven Widerstand von dem Jeden gegen der Ausrottung, hat eine große Bedeutung, sei für dem Korrigieren die Meinung von anderen Völkern wegen Jeden, sei für dem Bekämpfen dem Faschismus und Befestigen dem allgemeinen Willen zu Scholem und allmenschlicher Verbrüderung. Ja, das schreibt sie 1945. Laut ihrer Meinung wollte der Filmgenre gewähnt das passige Mittel zu der Griechen dem Ziel. Hat sie in August 1945 vorgelegt dem Jüdischen Weltkongress ein Memorandum wegen Machen jüdischer Filmen. In 1948 hat man filmiert in Polen den jüdischen Film Unsere Kinder. Efter kennt ihr den Film? Wo sie hat beschutfes mit anderen geschrieben sein Szenar. Das ist ein Film mit Gigan und Schumacher. Oh. Wo sie zurück in Polen von Rattenverband. Sehr interessant. It's a must. In 1947 hat Auerbach publiziert in Lodz einen Bericht wegen Treblinka.
In 1948 ist in Warschau erschienen ein anderer Bericht wegen dem Aufstand in dem Warschauer Ghetto. Auerbach, eine von den 3 lebengebliebenen Mitarbeiter von Oyneg Schabes, hat genommen suchen die Dokumenten, was man hat vergraben, oder man hat Chorf gemacht im Ghetto. Dem Archiv hat man jetzt gedarft gefunden und herausgraben von unter die Chorves. In 1950 hat Rochel Auerbach emigriert in Israel. Bald nach der Gründung von Yad Vashem in April 1954 hat sie genommen aufstellen, dem Tel Aviver Obteil auszufragen Edison. Schon sehr früh, eine von den ersten, hat sie verstanden, wie brennendig ist gewesen durchführen die dosige Arbeit, als man die Edison leben noch. Und was beteiligt, wollen haben sie ihre Eidesschaften für die Forschers und für einen kollektiven Sikoren. Ihre Sichreines wegen die Menschen und Passierungen beschassen Choben hat sie verschrieben beim Sof von ihr Leben in dem Buch Warschauer Zwoes Begegnischen Aktivitäten Goyroles 1933-1943. Man muss sagen, sie hat sie diktiert, sie ist gewesen krank und die Sekretärke ist gewesen Lila Holzmann. Das ist die Mutter von dem Professor Avner Holzmann in Tel Aviv. Bewusster Professor für hebräische Literatur, ja, ist gewesen die Sekretärke von Rochel Auerbach für Warschauer Zwoes. Ja? Rochel Auerbach ist gewesen Itzik Mangers Lebensbegleiterin seit März 1933 bis April 1938, wenn man hat ihn herausgetrieben von Polen. Ihr Liebschaft hat stark Maschpiel gewesen auf den Dichters Schaffen. Schon in dem ersten Jahr von seinem Leben zusammen hat Manger ungeheuben schreiben Lieder für 3 neue Bücher. Chumash-Lieder, gedruckt in 1935, Völker singen, gedruckt in 1936 und Dämmerung in Spiegel, was ist gewesen, gedruckt in 1937. Es hat sich gedacht, als Manger hat sich geändert. Seine Freunde haben erzählt wegen Rochlen, als sie ist eine Schöne, eine Gute, eine Breitherzige, eine Mammendicke, als sie starrt sich, das bohemische Leben einzuordnen und zu disziplinieren und als sie kennt sich auch viele an Eize geben mit seinem wilden Kass. Man hat ihr nicht mehr keine gewähnt, nur man hat bewundert ihr Haspoe. Wenn Manger hat sich wieder zerwildet in der Redaktion von der Neue Volkszeitung, wo er hat gearbeitet, hat man gerufen Rochlen, sie soll ihn beruhigen. Mangers Chaver Moishe Knapp heißt, der erzählt, wie er ist einmal gekommen in sehr dritter Dire auf Pschiage. Ich zitiere. Rochel Auerbach hat erlangt a schabesdicken Kibbed und herumgegangen, herum ihm Schweigendicke. Wie man geht, herum Kimpetorin, schweigendig wie ein Schotten. Sie ist bichlal ständig herumgegangen, a versorgte herum ihm. Es ist schwer, auszukommen mit ihm, hat sie sich vor mir geklagt. Es wollte alles Ding gut gewesen, wenn er soll nicht so viel reichern. Er macht doch von sich ein Wistenteil. Und wenn ich und Manger sind einmal heraufgekommen, ein bisschen mehr begelaufen wie allemal, hat sie mich gebeten in Dreußen auf die Stiegen. Chaver Knapp heißt. Ihr seid doch sein bester Chaver. Euch folgt er doch, als was ihr sagt. Der barmet sich auf ihm und peulet bei ihm, er soll nicht trinken so viel. Sie hat, weist euch nicht erkennt auf mir, als ich bin euch unterm Gläsel und halt kaum auf die Füße. Was redt ihr Eppes Rochels? Ist noch nicht geboren geworden der Mensch, wo soll es kennen, peulen bei ihm? Mit Rochlen hat sich Manger das erste Mal in sein Leben hereingezogen in ein eigenes Dire. Das erste Mal hat er gehabt ein Kabinett und eine Bibliothek. Nicht nur ein Heim hat ihm gegeben sein Eiserknechte, die kluge Lebensbegleiterin ist euch gewesen sein unabschätzlicher
Mitarbeiterin. Sie hat gehabt die Hasmose und Festigkeit, was haben ihm von damit ausgefällt und hat gearbeitet, bis mir hat verendigt ein Projekt. Also sind Mangers große literarische Unternehmungen nicht mehr geblieben bloß Fragmenten. Bichners Wojciech ist gewesen einer von die dosige beschussefdicke Projekten. Rochels Namen hat man keinmal nicht der Mond in Scheiches mit dem. Chodsch, achutz dem Scharblatt, hat sie angeschrieben dem ganzen Ksav Yad, was ich hab gesehen. Ich bin Eides. Euch den Kommentar zu der Pièce hat sie übergesetzt auf Polisch. Dem Ksav Yad von seiner Bearbeitung von Goldfadens Die Kischefmacherin hat Take Manger allein ungeheuben schreiben, nur noch ein paar Seiten hat Rochel Mamschich gewähnt und er ist später umgegangen damit. Rochel hat gemacht die Postskripten von seinen Liedern. Manger allein hat bis in seinem Sof geschrieben nur mit der Hand. Auerbach hat zusammen mit ihm gesammelt Volkslieder und hat geholfen übersetzen polnische und ukrainische Lieder für ein Band Völker singen. Zähnliche Jahre noch sehr zu schäden sich, hat sich Auerbach der Mond in ihrer sich reines Warschauer Zwoes wegen dem Sammler Shmuel Lehmann. Gedenk ich einem a Bankett für Shmuel Lehmann, improvisiert Leut Mangers Initiativ in Gärtners Restaurant a Fleschner 2. Der Ziel von Dosiken Kermischel ist gewähnt zu trösten und ermutigen a Geräudeften. Man hat zu neu gedruckt zusammen etliche Tischlech, a weggestellt etliche Fläscher Maschke, a Porteller mit zerschnittenem Hering, a weggelegt a Fatatz a Häufen ungeschnitten Bräut und die Sude ist gewähnt greit. Der Moller Jankel Adler, ein Atlofener nicht lang von Hitler-Deutschland, hat lieb gehabt als er Imperese. Beide mit Mangern haben sie genommen, Lämmernen in der Mitte, a weggesetzt sich oben an, Arum haben sich ausgesetzt die Verehrer und Freund, zwischen welches hat euch nicht gefällt, der Forscher und Historiker von der jüdischen Sprache und von der Genealogie von jüdischen Mischprochenehmen in Polen, Mateusz Mises. Die Zahl von Lehmanns und Mangers gute Brüder ist geseder gewachsen und man hat bald gemusst aufstellen, noch ein Tisch und noch ein Tisch. Man hat angehäuben mit Alechaim, genommen etwas in Mäulereien und danach hat sich aufgestellt Itzik Manger und ein bisschen stolperdick in Anheb, wie gewöhnlich, genommen Mach und Reus mit heiße, begeisterte Rede wegen Lehmannen, dem umgekreunten Fürst von der jüdischen Volkschochme, wegen der Schliches, was hat allein aufgeschleppt auf seine Plätze, wegen dem Äußer von seinen Materialien, von welcher teures jüdische Schreiber und Künstler schöpfen Inspiration. Keiner kann sich nicht mit ihm messen, hat er erklärt. Kein schon diplomierte Facetten. Er ist allein ein größer Professor von der verjosmete jüdischer Kultur. Aufgeflattert auf die pathetische Wolkens, hat Manger plötzlich gefühlt, als Mentor nicht überziehendem Smitschig, brüderlich schickerlich, ist sich herabgebeugen, herumgenommen Lehmanns Kopf mit beiden Händen und ihm erlangt ein Kusch. Die dosige Liebschaft ist nicht gewähnt kein Glücklicher. Auerbach hat sich genetisch in einer Sachkoech und eine größere psychologische Kompetenz, gedei sich zu vermessen mit dem, wie sie hat gerufen, Gerangel mit dem Dämon, was schleudert Mangern von ein Fieber in anderen. Nicht einmal ist sie allein gewesen der Ziel von Mangers wilden Kass. Wegen dem hat sie geschrieben, Melech Ravitschen noch ein dramatisch Begegnis mit Mangern in London in 1945. Ich zitiere. In die samme beste Jahren hat mich gesiedelt nicht einmal und gemacht mit alle Blottes.
Ich guck auf 3/4 von seinen Bäskeiten und Ungelumpertismen wie auf eine Krankheit, und von dem Standpunkt bin ich im Meuchel gewesen ständig. Manger ist bei ihm eine sehr komplizierte Natur. Ist bei ihm ein Malach und ein Teufel in einer Person. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Aber von deswegen ist sie dämmelt gewesen, wie sie hat Rawitschen geschrieben, gerät zu tun für ihm alle möglichen Sachen, aber ihm zu verringern sein Beämes tragische Existenz. Der Preis ist gewesen heucher. In Februar 1938 hat man sie operiert zu Liebertrachtgeschwür. Manger hat sie geschickt ins Spital, und ich zitiere, mit asa meschugene Hysterie und mit a solche Klepp, als ich habe bekommen an meinen psychischen Träumen, und ich bin da noch zu lieb die nervöse Komplikations, bloß a dank mein Dorfisch gesund nicht von der Welt gegangen. Noch ein Rausgehen von Spital habe ich gehabt, mamisch a Idiosynkratie zurückzugehen aheim. Sof kol sof bin ich aheim gekommen, ihm als Meuchel gewesen, und hat demot beemes a rausgewiesen a mamisch rührende Zärtlichkeit, das Maximum zu was ist fähig gewesen in sein ganz Leben mistamme. Hat gehabt Charotte, und ich hab ihm Meuchel gewesen, und es ist gewesen befeirisch rührend zu sehen, wie glücklich ist demot gewesen von dem Überbetten sich. Euerbach hat aber gewusst, als die dosige Stimmung ist nicht kein Gedeike. Sie ist gefahren auf 2 Wochen zu ihrer Chaverte, die Dichterin Rochel Korn, sich abzuruhen, und hat noch gelebt mit Mangern Bläuserwoch. Eider hat gemusst verlassen Peulen. Für ihr ist das gewesen der natürliche Sof von seiner Liebebeziehung. Chotsch, sie hat sich weiter interessiert mit ihm, sich gerangelt, man soll ihm unterstützen und gesorgt für sein Unionen. Und was ist gewesen bei Mangan? Hat sich gefühlt aufgenommen und angenommen in der dosigen Liebe wie noch keinmal nicht in sein Leben. Hat geschrieben, das erste und das letzte Mal Liebelieder und gewidmet sie Rochlen. Wegen die dosige 12 Liebebrieflieder, Welwels Barger schreibt Brief zu Malkerle der Scheiner, hat geschrieben Leviken von Paris im Jahr 1939. Rochele die Scheine, das Liebelied von Welwels Barger zu Malkerle der Scheiner, ist doch gewesen nicht mehr wie ein Ausred. Sie, Rochel Euerbach, hat es gehört und zu ihr ist es gesungen geworden. In einem Reinführ zum Bichel hat Manger erklärt, die dosige Lieder singen und erzählen wegen der Liebe von dem Poet und Vagant Welwels Barger zu der Nähterin Malkele der Scheiner. Die dosige äußerliche und schöne Liebe hat in mir abgeklungen wie eine Mahnung. Sie hat zu mir geteinet, du hast einmal geschrieben, kein Rege Schenket geht nicht auf der Erde verloren. Der solche Tage die dosige Rege Schenket bekommen Artikeln. Jahrelang haben die Lieder in mir gedämmert, bis sie haben bekommen Form. Auf Prostjiddisch bekommen Loschen. Ich weiß nicht, auf wie viel mir ist gelungen, als Ding zu erzählen und euch zu singen. Und öfter darf man Tage so, das Same, ätzemdigste, muss bleiben Asod. Manger hat sich benutzt mit Maskes wie künstlerisch Mittel. Hat ausgesucht Rolles, was haben ihm der Leib zu reden frei und offen, in Wasser nicht ist still. Beweisendig sich in der Rolle von Sbarger, der erzählt Manger, wie es weitig ihm der Abschied. Red von der Bänkschaft zu der Geliebter, von der Meuras, die Bänkschaft wird der Hagen in die Liebe, von dem Treuer, weil es fällt die Neuntkeit, von dem Cholem Kinder zu haben und von der Neut sich zu walgern.
Lass mir hören ein Lied, gelehnt von dem größten Rezitator Herz Grossbart, rekordiert in Montreal im Jahr 1969. Es ist Malkele noch halber Nacht, in Fenster beugt der Regen, und ich der Mann sich jene Nacht, wenn wir haben sich gesägt. Ich bin gesessen neben dir, gesifzt, getracht, bedeuert, und dacht sich, als dein Nähmaschinen hat euch mit mir getreuert. Nur plötzlich hast du sich zerlacht, es will wohl nicht auf immer, und dein Gelächter, Malkele, hat aufgescheint das Zimmer. Und in dem Blende der Lichtigkeit bin ich mit ihr gesessen. Sie kennen mir noch die Lichtigkeit, sag Malkele, vergessen. Du hast geplappelt und gelacht, und ich hab gesungen. Der Treuer ist a schwarze Katz von dem Pleuter abgesprungen. Du hast gesagt, a Bahn, und a Bahn fährt Gold und Korn und bringt die Liebe dem zurück, was hat sie angeworfen. Du hast gesagt, a Schiff, und a Schiff schwimmt über Jammen, sie schwimmt und bringt zum Sof verliebte Leid zusammen. Du hast gesagt, es ist gewesen und es wird erst werden, als Himmel sehen, unser Scheub hat aufgescheint der Stern. Und not so die ganze Nacht bin ich bei dir gesessen. Sie kennen mir noch die Lichtigkeit, sag Malkele, vergessen. Das kleine Buch Lieder hat man geläubt, hat Kritik hat euch nicht gefällt. Etwas hat geschrieben, der Moschel, der Rezensent Joshua Rappaport wegen dem Lied, was wir haben noch was gehört, in die Zukunft in 1937. Die dosige fremde, weite Liebe ist dank dem kleinen Bichele geworden so neuend, so mitreißendig, so herzverklemmendig und so konkret warm. Und das Lied, sis Malkele noch halbe Nacht, die Nacht vor Malkeles Opfer in Konstantinopel, ist äußerlich schön, a viele zwischen die Lieder von dosigen schönen Bichele. Es verdrießt bloß, was manches Liebe zum lokalen Kolier, von der Haskolle-Epoche zum Deutschmerism, ist Gäuver a viele sein Mossgefühl und sein durchgetrachten Art schaffen, und in Asal-Lied, was zittert von eingehaltenem, wild, jäuerdicken Gesegenusweh, trifft rein Asal Djegechetz Schure, sie ist wohl nicht auf immer. Und es gibt Amine, auf weil die abstoßende Zure von Parodie, von Verstelltheit. In sein Golles hat Manger Keseder geschrieben wegen der edler Rochel, aber hat sie keinmal nicht müde gewesen, wie stark hat ihr wehgetan. Dem Abschied hat keinmal nicht angenommen. In der ersten Kufe von sein Golles in Paris hat gebeten, sie soll ihm beistehen von der Weitens. Dem 17. Juli 1938 hat geschrieben also: Rochele, mir ist sehr schlecht und unmütig zum Sterben. Die Visa kann ich nicht bekommen. Der Konsul meint eine Retourvisa in Frankreich. Das heißt, haben aber ständigen Wohnort in Paris. Und das habe ich nicht auf den Pass. Manger hat immer geredet, Eufen, nicht auf und auf. Ist schon abgelaufen für Chadoshim. Die einzige Rettung ist, man soll mir schicken telegrafisch die Visa durch Washington. Das muss gemacht werden telegrafisch. Anders ist doch kein Ausweg. Selbstmord. Ich kann schon nicht hungern mehr, haben Zorros jede 2 Wochen von der Polizei
und die Einsamkeit, die Ellenkeit. Gott meiner, vor was hast du mich verlost? Itzig. Kein Wiese hat Manger nicht bekommen. Dem 15. Dezember hat Rochel Euerbach wieder einmal gebeten Hilfe von sehr beschussefdicken Chover Melech Ravitsch. Stell dir vor, als Manger ist reingeplontert geworden zwischen die Räder von dem apokalyptischen Wogen und jede Minute kann dort werden zerschmettert. Hat verloren die rumänische Bürgerschaft, kann nicht sein in Polen und in Frankreich lässt man ihm schon euch nicht länger verbleiben. In Europa, sie schreibt Europa, mit Passach, in Europa ist schon für ihn kein Platz nicht da, aber buchstäblich gar nicht auf kein Katoves. Du bist jetzt die einzige Person, auf wemens Hilfe ich lege etwas der Hoffnung. Mit 10 Wochen zurück hat sich der Warschauer Literatenverein gewendet zum New Yorker Peretz-Verein wegen Schaffen von Mangern, Azar oder andere Reinvorwiese in Amerika. Kopies von der Wendung hat Jankel Pat mit seiner Zuschrift zugeschickt zu einem Autor, soll sich erzählen Vladeken Czarny, Minkoven, Dr. Margosches, Nigern und noch dort Emetsen, ich gedenk schon nicht wemmen. Und allein soll zurichten dem Indien und melden wegen als kein Warsche. Was weiter ist geschehen, weiß ich absolut nicht. Die größte Hoffnung habe ich gelegt auf Pats neue Reise in Amerika und hat euch zugesagt, mir und Schäffnerin, das ist Boris Schäffner von Freie Volkszeitung in Warschau, also wird sich die größte Mühe geben, zu der führenden Indien zu einem Resultat. Derweil ist Pat gefahren über Paris und auf wie viel ich bin informiert, ist dort geworden wegen Mangern sehr nicht keine günstige Sachen. Hat sich dort reingelost in Trinken, in sich suchen mit der dortigen bundischen Gruppe. Hat Emerson von See beleidigt. Genug, als Pat hat sich schon mit Mangern, dachte sich, nicht gewollt sehen. Und ich weiß schon gar nicht, sie wetter noch also herum haben dem Chor und guten Willen etwas zu tun für ihn, haben das überlassen Mangern in Frankreich bei der Situation ist geglichen zu einem Teuturteil. Ein Urteil zu gehen zugrund geistig und öfter auch viele physisch euch, weil wie viel kann der stärkste Organismus existieren in einem Zustand von einem gesäderdicken Delirium, von Aufregungen, Gefühl von Unsicherheit, Gefühl, als man ist wie ein Passagier auf Travens Schiff, was wird geschickt von Port zu Port und Tor in Ergens nicht übernächtigen. Mangers Nerven haben sich sehr stark eingebrochen, noch bis dem Gogakusa überkehren ist in Rumänien und sind demnach hat noch nicht gehabt, von was zu sich zu kommen. Hat euch die ganze Zeit nicht schreiben. Kann euch die ganze Zeit nicht schreiben. Parteimenschen können nicht unterscheiden zwischen Charakter und Zustand und machen ihn verantwortlich für Sachen, für welche ist öfter allein nicht verantwortlich. Aber du bist doch ein Dichter. Wirst du das ja verstehen? Brennt schon jetzt nicht nur wie ein Licht angezündet von 2 Seiten, wie du hast es so schön formuliert, brennt von alle 4 Seiten, wie ein Schul, wo es ist begossen geworden mit Naft und untergezündet arum und arum. Und doch kann man ihm raten, wenn man nimmt ihn raus in New York, wo es seinen voran jüdische Schreiber, ein Stück jüdische Eulem, wo wird können führen ein Leben ähnlich zu dem, was hat geführt in Warschau. Und der Mensch, was muss jetzt nehmen, alle Fäden in der Hand rein, bist du, nur du. Und jetzt will ich dir anschreiben noch eine Sache. Was wird dich öfter verwundern? Ich hab Meure, du sollst in ein Wegs nicht proben tun, etwas von mir, ich soll euch kennen emigrieren. Ich hab nicht mit Mangern kein beschupfes dicken Pass und ich trage nicht wegen vorn kein Amerika. Eine Überraschung auf dem Gebiet wollte mich gebracht in einer Verlegenheit. Aber das sag ich dir in der größten Diskretion.
Ravitch hat Welten eingelegt, von deswegen hat Manger nicht bekommen kein Amerikaner Visa. In der Zeit von Verzweiflung ist entstanden das Lied Ich will euch tun die Schich, was ist gewidmet Rochlen. A Widmung ist gewesen Mangers teuerste Matone. Das Lied ist lyrisch und metapoetisch in derselbigen Zeit. Ich will euch tun die Schich und dem Treuer und kommen zu dir zurück. Oder so wie ich bin, a Verspielter, und stellen sich vor dein Blick. Mein Gott, mein Herr, mein Beschaffer, leite mich aus in dein Schein. Ot lieg ich vor dir auf der Wolken, verwieg mich und schläfer mich ein. Und red zu mir gute Wörter und sag mir, als ich bin dein Kind. Und kusch mir a Rob von dem Stern die Zeichens von meine sind. Ich hab doch getan dein Schliches und getragen dein göttlich Lied. Sie bin ich denn schuldig, was gramt sich als Pitoes Jid mit Lied? Sie bin ich denn schuldig, was gramt sich als Pitoes Schein mit Gewein? Und die Bänkschaft, die emesse Bänkschaft, wogelt Keseder allein? Sie bin ich denn schuldig, der Leuchter, was ich bin jetzt der Schlagen und Mied, und leg dir weg zu Fußens das dosige, miede Lied? Mein Gott, mein Herr, mein Beschaffer, leite mich aus in dein Schein. Und lieg ich vor dir auf der Wolken, verwieg mich und schläfer mich ein. Von Sabe Onheib von der Zweiten Weltmilchome hat Manger stark gedeiget wegen Rochels Geurl in Warsche. In der Hakdome zu seinem Buch Wolkens übern Dach, was hat publiziert in London in 1942, hat erklärt, das Buch erscheint lekoved die zwei lichtige Gestalten in mein Leben und in mein Lied, dem Schneidergesellen Nottemanger und der Schriftstellerin Rochel Auerbach. In August 1945 hat man in London organisiert die erste noch milchomediken Konferenz für Europa von dem Jüdischen Weltkongress. Mangen ist demals das erste Mal ausgekommen, sich zu treffen mit lebengebliebenen Mitkämpfern von Amol und wegzustellen die ungewätigte Frage, wie soll wird die jüdische Literatur herüberkommen, die Katastrophe. Zwischen die Delegaten von dem Zentralverband von polnischen Juden ist gewesen Rochel Auerbach, was hat vorgelegt ihr Memorandum wegen Schaffen jüdischer Filme. Sie hat sich getroffen mit Mangern. Die Begegnung ist gewesen für ihr eine gar schwere Überlebung. Hat gewollt, sie sollen wieder werden ein Porvolk. Sie hat das nicht gewollt. Also erzählt sie wegen dem 9. Chaver Ravitchen. Ich habe da getroffen. Nein, das habe ich. So. Ich habe da getroffen Mangern in einer treurigen Matzew. Das mal seinen öfter seine Teines zu der Zwiebel, was ist kein Zwiebel nicht, halbwegs gerechte. Ist etwas verwildert, steckt in einer Sackgasse, in einer Teutpunkt. Pläne wegen Weiterleben, weiter einordnen sich, hat ganz unreale. Verlangt, ich soll wegwerfen meine Arbeit und fahren mit ihm zusammen kein Amerika. Davon kann kein Rede nicht sein. Als ich soll aufgeben meine Pläne, es ist die einzige Sache, was hält mich auf die Füße unlebendig. In seine Dalle Dames weißt du doch, wie so das wollte ausgesehen.
Ich halte jetzt, als ich habe kein Schumrecht bichlal auf kein persönliches Leben. Meine Nerven, mein psychisch und physisch gesund, sind zu viel ruiniert, als ich soll bekoich sein, unterzunehmen an einem Gerangel mit dem Dämon, was schleudert Mangern von ein Fieber in anderen. Hat jetzt angeschrieben von mir, wie sagt, Sachen von einer sehr wunderlichen Schönheit. Also es hat mir verklemmt beim Herz bis Gsisse. Ich bin traurig, wie allemal, zu lieb mein Unmächtigkeit. Der Traum ist zu groß, ich soll ihn können verfüllen mit meinem ganzen Leib und Leben. Ich habe eigentlich gestreckt das Gewehr noch dämmelt, wenn ist rausgefahren von Polen. Aber hat geglaubt die ganze Zeit, als wird in mir zurückgewinnen, das einzige Stückchen Heim, was hat, wenn nicht ist gehabt. Wird mich jetzt öfter nehmen, Reudefen, Siedeln, wo wird noch kennen. Möglich ist euch, als wird es nicht tun. Glaubt mir, als das wird mich weniger arm, wie das, was wird werden, noch der Enttäuschung, was ich habe ihm jetzt verschafft, noch unglücklicher, noch einsamer, noch mehr verplontert und verloren wie bis jetzt. Und öfter verkehrt? Öfter wäre geschehen an Ness? Hat etwas eine Freundin, eine Engländerin, aber wird äußer der jüdischen Zwiebel nicht können leben. Erzähl nicht keinem, was ich schreib dir da, aber helf ihm. Helf, mit was nur du kannst. Auerbach ist gewesen bereit, Mangern zu helfen, aber nicht, wie sie hat gesagt, einspannen sich aufs Nei in dem meuredig schweren Wagen, nehmen auf sich aufs Nei dem ganzen Koschmar von der gesederdicker Hysterie. Als Manger ist Lachluti nicht mehr so gewesen, Rochel Auerbachen zu sehen, sie auf ein Emes zu begegnen, weiß Ott die Beschreibung von dem Abschied, was hat geschickt, Shlomo Biklen. A tragische Ironie. A schlimaseldig Spitzel von mein Geurl hat gewollt, als von alles, was ist mir gewesen, neunt und teuer, soll bleiben, Rochel Auerbach. Keiner wird nicht leikenen, a viele die beiswilligste Zunge von der Jargonalie in Amerika, als ich in mein ganze Unbeholfenkeit hab gestürmt in Lied und Prose in Brief zu die Leiviks wegen ihr Geurl in Ghetto. Es ist gewesen selbstverständlich an innerliche moralische Pflicht, sie nicht zu verlassen in der Neut. Ich habe sich auch viele gegeben, die schwur, als wenn sie soll herauskommen, verkrippelt von dem Ghetto, will ich erst densmal mit ihr Chassene haben. Alle jüdische Schreiber ausgemordet, ist sie geworden, die einzige Schreiberin. Die polnische Regierung schickt sie herum, repräsentieren die jüdische Kultur. Mir hat sie getroffen, krank, abgerissen, abgeschlissen. Trefft, was sie hat zu mir gesagt? Als ich bin ein zu größer Dichter für ihr. Ich verschotten sie. Sie hat Ambitions zu schreiben. Sie hat ein Thema. Das Ghetto, eine Mission und so weiter. Steitsch, was kehrt sich an Hodu mit Kusch? Was kehrt sich an Schreiben mit menschlichen Beziehungen? Befragt sie erklärt, als sie hat keinem nicht, als sie hat mich noch ärgert lieb, sie kennt meine Lieder äußern wenig. Die Logik von einer dilettantischen Meuch, Mann oder Frau, kann öfter verstehen am Melech Ravitsch. Hat Tage geschrieben zu meiner englischen Freundin, als versteht sie Punkt, wie versteht mich. Sie muss schreiben. Für was erzähle ich euch aus dem privaten Ihnen so ausführlich? Kedei euch unterzustreichen die Mentalität von Dilettanten. Sie zerstört, sie vernichtet, sie lästert, sie degradiert. An Ambitie
Unkeuch und Unverantwortlichkeit. Von jetzt an ist die edle Rochel gewesen a Dilettantke und a Graphomanke. Der Publizist Leo König hat gegeben an Aufnehmen lekovet die polnische Delegaten. Man hat verbeten Freund Kaganowski, Bunim Heller, Rochel Auerbach und dem Londoner jüdischen Kreis. Es sind gekommen herum 20 Gäste, zwischen sie die Mollers Jankel Adler und Josef Hermann, die Buchhändler Miriam und Shimon Abramski, der Historiker Yeshua Podro, der Schriftsteller Josef Leftzwitsch und Itzik Manger. Manger ist gekommen allein, hat sich angeschickert, zerwildert und vor alle in die Augen hat Rochel Auerbach vorgeworfen, als wenn hat gemusst wegfahren von Polen in 1938, ist sie dort geblieben. Und jetzt, ausnutzen die Tragödie von polnischen Juden, will sie ablecken a Beindl. Zum Sof hat sie gerufen Prostitutke. Auerbach hat sich zerwehnt. Kaganowski hat geprüft, sie zu trösten. Sie ist von dem Bankett weg. Die Gäste sind gegangen heim, der zitterte. Manger und Auerbach haben mehr nicht geredet, einer mit dem anderen, kein einzig Wort. Nicht, wenn Manger ist gekommen, kein Warschau in 1948 vor der Inauguration von dem Widerstanddenkmal von Warschauer Ghetto. Euch nicht später, wenn Manger ist gefahren, kein Israel. Manger hat viel verübel gehabt auf seine Schwester Schendl zulieb ihr Freundschaft mit Auerbach in Israel. In Rochel Auerbachs Archiv habe ich gefunden dem Ksav Yad von einer anderen Version von dem Lied Jidl mit dem Fiedel, was ist gewesen ein Schlager, wenn man hat gewiesen dem Film in Europa und Amerika. Dem Ksav Yad hat Manger gewidmet ihr. Auerbach hat euch gehabt bei sich dem Ksav Yad von der früher dicke Version von dem Wieglied Anumelt Malkele in Träum und hat auf Hebräisch zugeschrieben, gewidmet unsere nicht geborene Kinder. Ein schönen Dank euch.